Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee. Und zwar geht's weiter in der Materie, wie versprochen, zur Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 1 auf Pelzig. Oder für all die, die das eventuell als zu religiös empfinden, würde ich mal sagen, Let's Play Bioshock Infinite postmortale Absenkung unter den Meeresspiegel Episode 1 auf Pelzig. Jo, das Ende vom Hauptspiel war ja schon etwas unbefriedigend, wie ich gesagt habe. Aber ein letztes Urteil will ich mir erst bilden, wenn ich Burial at Sea 1 und 2 durch habe. Deswegen fangen wir auch direkt an, ohne großes Getöse. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und was uns das Add-on bringt. Ja, wer die Grundlagen von Spielen und Ego-Shootern beherrscht, ja komm, mach mal wieder leicht. Ihr wisst, wie ich als drauf bin bei sowas, deswegen das machen wir nur auf leicht. David-Ermittlungen. Bereits im Augenblick, als sie in mein Büro kam, wusste ich, dass nichts mehr so bleiben würde, wie es war. Finde es jetzt aber wie so ein klassischer Detektiv, Film oder was? Dass hier Elizabeth oder was direkt zu Booker DeWitt kommt. Das kennen wir ja. Aber es hat's schon wieder gemacht. Die will ich einfach nicht. Die will ich ums Verrecken nicht. Und die Gesamtlautstärke drehen wir auch wieder runter. So soll's sein. Wir haben zu. Sie sehen nicht aus, als könnten Sie sich leisten, Aufträge abzulehnen. Was wollen Sie? Wie wär's für den Anfang mit Feuer? Okay, wir haben 1958. Das heißt, Booker ist schon mal 40 Jahre älter eigentlich. Da er 1800 sonst was, ja, zündet die Zigarette der Frau an, schon klar. Aber da Booker 1800 Quetscher Leipzig geboren worden ist, muss das ein udelalter Mann sein. Und wie es aussieht, macht er immer noch Pferdewetter. Scheint immer noch in der Kreide zu stehen. 1958 haben wir es auch noch. Geld heben wir mal auf. Tja, 1958 haben wir es, wie gesagt. Das heißt, Elizabeth war 1912, war die 18 Jahre alt. Tja, da haben wir jetzt wohl eine etwas erwachsenere Elizabeth und sie hat sich's Rache angewöhnt, wie so ziemlich jeder Mensch in den 50er Jahren. So, okay, dann. Ah ja, bitteschön. Es wird wohl Elizabeth sein. Haben Sie auch einen Namen, Miss? Elizabeth. Und er zündet mit so einer Vigorkraft an, oder was? Nennen Sie mich Elizabeth. Was kann ich für Sie tun? Sie müssen ein Mädchen für mich finden. Vielleicht kennen Sie sie. Dieses Mädchen. Dieses Mädchen ist tot. Sie kennen sie. Solche gibt es Dutzende unten bei den Docks oder am Apollo Square. Waisen. Ohne Fontaines soziale Einrichtung ist kein Platz für sie. Aber Sie kennen Wie sie. gesagt, sie ist tot. Verschwunden. Hören Sie, ich weiß nicht, woher Sie das... Verschwunden ist nicht tot. Nennen Sie Ihren Preis, ich bezahle Sie. Aber diesen Job würden Sie auch ohne Honorar übernehmen, nicht? Ich verstehe nicht. Ich bin mir sicher, Sie machen's. Moment, jetzt kam Fontaine auf einmal. Bringen in Erfahrung, was Elizabeth über Sally weiß. Jetzt wird's aber merkwürdig. Jetzt kommt Fontaine ins Spiel und der ist in Rapture und nicht in New York. Du passt irgendwas nicht. Du musst es irgendeinen Riss geben haben, von wegen Riss ist instabil, dass der junge Booker von 1900 oder wann, um das Jahr 1900 oder sonst irgendwas, vielleicht sogar Ende 1800 schlag mich tot, oder vielleicht auch sogar im Laufe von Columbia-Gedöns, von 1912 hier in Rapture gelandet ist. Und wir haben wie vielte? 1958, gerade nochmal gucken. Wir haben Silvester 1958. Oh, Silvester 1959 ist die ganze Rotze Abgange in Rapture. Das kann fies werden, das kann fies enden. Ja, Rapture. Keine Götter oder Könige, nur die Mein Menschen. Instinkt hat also nicht getrogen. Wo ist Sally? Ich weiß nicht.
Aber ich kenne wen, der es weiß. Kommen Sie. Ja, Elizabeth ist auch deutlich erwachsener, aber sieht ziemlich gut aus, weil die müsste eigentlich ja schon... Oh, hübsch. Schöne Wahl hier. Ja, Elizabeth müsste ja eigentlich auch schon auf die 50 zugehen. Quatsch, nicht auf die 50 zugehen. Wenn die 1800 Ende geboren Woche ist, geht die auf die 60 zu. Sehr merkwürdig. Sander Cohen, ja, why even ask? His greatest album yet. Ach du Scheiße. Okay, also wir sind in Rapture, bevor es vor die Hunde gegangen ist. Wozu ich sie brauche, ist meine Sache. Aber ich weiß, wo ich anfangen kann, sie zu suchen. Ich habe das Gefühl, ein Mann wie Sie könnte mir dabei nützlich sein. Ja, das war noch zu Zeiten, wo man überall Hot Rare kennen. Ich wünschte, ich wäre in solche Zeiten geboren Woche, wo man überall... Was ist los? Die ganze Viecher, die sind los. Und ja... Inzwischen zu gut für die Jungs auf der Rennbahn, oder was? Ja, bin ich mir. Wenn ich halt ständig verliere, ist die Rennbahn nicht unbedingt der Ort, an den ich hingehen sollte. Ja, irgendwie wäre ich gern an so einer Zeit geboren Woche, wo man noch überall Hot Rare dürfe. Ja, Hey, was mein Freundchen, Husten bestätigt. Verzieh dich. Oh ja, die mögen Booker anscheinend alle sehr. Okay, Da haben wir noch The Kashmir Ring. Okay. The New Year. Okay, der Satyr. Alter, was eine creepy Werbedarstellung. Aber, wow, ich bin gerade etwas geflasht, wie halt Rapture hier dargestellt ist. Wären alle aus Lehm erschaffen worden, dann wäre Einstein Patentbeamter geblieben. Es ist unsere Pflicht, etwas erreichen zu wollen. Ja, die wirken alle schon ziemlich arrogant aufgrund ihrer Selbstsicherheit von Rapture. Aber es ist schön, mal Rapture funktionieren zu sehen. Little Wonders Educational Facility. Da werden die Little Sisters anscheinend arge Priester. Kleine Wunder, ja. Uah. Das ist creepy. Ich sage jetzt, dass eine alternative Sally bzw. Sarah bzw. Elizabeth als Little Sister hier gelandet ist. Jetzt wird's echt kompliziert. Niemals! Okay. Was ist mit diesen Mädchen? Waren Sie Einsiedlerin in Arcadia? Little Sisters. Kleine Adam-Fabrik. Das ist ja bizarr. Das ist noch bevor sie an die Big Daddies gebunden sind. Oh. Du bist aber nicht hier Russlandfrau. Alter, sind die creepy. Alter Falter. Gott, die sind echt scheiße creepy. Mit ihre weiß angemalte Gesichter, mit ihre gigantische Haare. Oh Gott, die stehen nur wie Zombies. Die sind scheiße creepy. Das ist aber nicht Tennenbaum, glaube ich. Nee, das ist nicht Tennenbaum. Kompromisse? Sind wir deshalb nach Rapture gekommen? Kompromisse gab's auch in Red Hook. Wir sind alle nur Menschen, Alan. Mit so einer strengen Haltung wirst du nie glücklich. Ja. Welchem Land ist noch Platz Und mir für hat es gerade nochmal als Benachrichtigung gegeben, dass The Evil Within eine neue Version installiert wurde. Großartig. Von The Evil Within 2. Wir haben nicht ewig Das habe ich aber schon durch als Livestream, von daher brauche ich das nämlich. Ich wollte gerade sagen, hat ja hier jede Menge Geld, aber sieht nicht so aus. Little Wonders, Kashmir und Little Wonders. Alter. Ah, da ist ein Bouncer Big Daddy, der gerade außer Reparaturarbeiten unternimmt. Unter diesen Anzügen aussehen? Wie meinst du das? Sind das nicht bloß so Maschinen? Wupp. Oh, da hat er sich gerade rübergezogen. Cool. Aber dafür waren die Big Daddies ja ursprünglich gedacht. Reparaturarbeiter. Ich hab mal einen gesehen, der wird's kennen. Und ich will nicht dabei sein, wenn's rot wird. Ja, wenn's rot wird, kann es übel ausgehen bei Big Daddies. Eindeutig. Aber ich würde sagen, die Episode heute mache ich auch auf jeden Fall wieder eine halbe Stunde. Das ist ja bei mir mittlerweile üblich. Wenn es sonst 20 Minuten nur geht, der Episode, mache ich bei einer ersten Episode immer 30 Minuten. Was geht denn hier ab? Hier wird ein Fahrstuhl repariert. Machen Sie schon. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie wertvoll meine Zeit ist?
Alter, was ein Arschloch. Wie wertvoll meine Zeit ist. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie teuer meine Mundprothese war? Alter Falter. So, was haben wir denn? Oh. Elizabeth trippelt immer noch so, wie wir es aus dem Hauptspiel kennen. Und ragt dabei jetzt noch. Schön. Sehr cool. Aber wenigstens war nicht wie in Columbia der Bedienstete irgendein armer schwarzer Typ, der wie ein Sklave gehalten wird. Die Sanftmütigen sollen von mir aus die Erde besitzen. Mir geht's prächtig hier in Rapture. Ich hätte jetzt gerade Bock, hier Amoklauf zu starten, aber dann eine ganze arrogante Arschgeige hier. Also man sieht hinter der Fassade von Schönheit, Technik und Moderne versteckt sich eigentlich bis auf die Wurzeln zernagtes, zerfressenes Reich, was nur darauf wartet, in sich zusammenzufallen. Genauso wie bei Columbia. Das war genau so ein Loch. Dass Sie nichts über die Little Sisters wissen. Seit wann sind Sie in Rapture? Sagen wir, ich gehe eben nicht oft aus. Sie haben aber Augen und Ohren. Wollte ich mein Leben erzählen, Mr. DeWitt, würde ich meine Memoiren schreiben. Ich dachte immer, hier in Rapture kümmern sich die Leute um ihre eigenen Angelegenheiten. Wie es dazu kam, dass DeWitt als anscheinend noch junger Typ in Rapture gelandet ist, wüsste ich jetzt auch mal ganz gern. Magnat. Under the Covers with Andrew Ryan. Ja, sehr sympathisch, bestimmt. Oh Mann. Ja, also man merkt definitiv, wie dieses Reich von Rapture kurz vorm... Wenn der Hausdetektiv dich sieht, schmeißt er dich wieder raus. Zu Recht. Ja, wie gesagt, man merkt so richtig, wie das Rapture kurz vorm Zerfall ist, wie bei Columbia. Ach, das ist so eine elitäre, versnobte Gesellschaft und selbstgefällig auf der 3, dass sie... Hallo, altes Haus. Ja, hallo, alter Knabe. Dass die ganz blind dafür sind, dass sie innerlich zerfressen sind. Zu einem Mann im Garden of the Muses. Woher wissen Ich Sie? habe meine Quellen, Mr. DeWitt. Sollten Sie bessere Informationen haben, wo Ihre Kleine steckt, schlage ich vor, Sie nutzen sie. Sie hat auch immer noch diese Medaille als Halsband um, die sie in Columbia kriegt hat. Es ist doch etwas befremdlich gerade alles. Wann haben Sie Sally zuletzt gesehen? Was? Man hat sie entführt, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Einfach entführt, unten beim Surprise. Sie waren am Spielen und... Auf einmal war sie weg. Und? Ein Freund von mir, ein Cop, Sullivan. Er sagte, sie trieb im Wasser bei den Docks. Haben Sie die Leiche gesehen? Hören Sie. Haben Sie die Leiche gesehen? Diese Welt schätzt Kinder, nicht die Kindheit. Es gibt was zu verdienen und Menschen, die es tun. Ich bringe Sie zu einem solchen Menschen. Das war Mr. gerade DeWitt, eben alles okay? Ja. seine Erinnerung als Comstock, den er in dem Taufwasser ersäuft hat. An ihn selber als Comstock. Nein, nein, danke. Wow. Ach, das ist ein Houdini-Splicer. Ach du Scheiße, ein Houdini-Splicer, bevor sie wahnsinnig waren, sind durch das ganze Gesplicer. So sahen die Typen dann aus. Das ist doch etwas laut, muss ich sagen. Ich würde ganz gern, alles gern etwas runtersetzen. Das ist schon arg laut, muss ich sagen. Ich höre das wie noch was bei mir auf dem Ohr ballern. So, jetzt ist schon etwas besser. Ja, das ist sehr interessant, wie sowas aussieht, bevor die Leute wirklich zu wahnsinnige Splicer wurden. Wie das eigentlich von Ryan Industries oder Fontaine Futuristics gedacht war. Ja, klauen wir einfach mal ein bisschen Geld. Aber so war das anscheinend ursprünglich gedacht mit der Tonika und mit der na, jetzt habe ich schon ganz vergessen, wie es heißt, nicht Vigor. Okay, Eve haben wir jetzt, ach hier, Adam und Eve, klar. Wir sind wieder in der ganzen Rapture-Logik und nicht mehr mit dem Salzgedöns wie in Columbia. Tja. Plasmide, genau, die Galerie des Artists Struggle. Ja, wie gesagt, so waren die Plasmide anscheinend ursprünglich gedacht als nützlich und weltverbessernd. Ein Momentchen, bitte. Was bist denn du für einer? Okay, Elton John, zu dir gehe ich jetzt mal nicht hier.
Nee, aber wie gesagt, das ist ziemlich cool, dass diese Plasmide mal jetzt eigentlich mal mit seinem ursprünglichen Sinn und Zweck sieht und nicht dieses Teleportieren, wieder auftauche und die Leute mit Abfackeln, Niederbrenner, sondern dieser Teleport und dann Abfackeln als Zigarette Artzünder und so gedacht. Tch. Verrückt. Verrückt. Am Automaten spielen. Ja, komm, wir sind doch so ein alter Zocker. Und? Nee, wohl wieder versagt. Aber wir haben ein bisschen was gekriegt. Ah, okay, hier wird nochmal mit Dollar agiert. Hier spielt man mit Dollar und nicht mit Silver Eagle. Und? Ja, komm, ein bisschen zocken müssen wir halt. Für 5 Cent jeweils ist das, denke ich, machbar. Okay, ja. Komm, wir machen bis wir bei 5 Dollar sind und dann läuft die Geschichte. Ist ja eigentlich auch Betrug. Die Sachen hier, es kostet nur 5 Cent zu spielen und ich gebe jeweils $1. Ja, okay. Gut, am Automaten spielen, Need to Know Theater benutzen. Das ist dann wohl das, was die Kinetoskope ersetzt. Gucken wir doch auch gerade mal rein. Need to Know Theater präsentiert, wie Fontaine der Makel genommen wurde. Wissen Sie Bescheid? Aber hallo. Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics owner. Da ist Tennenbaum. A coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Aber ich finde es lustig, wie Mai selber noch gemacht die Mülleimer stehen, wie dieses das Wort des Propheten präsentiert, eigentlich jetzt hier fast genauso umgesetzt wurde, wie der Sprecher dort das Ganze erzählt. Oh, Cohen. Oh. Ich glaube, zu dem will ich nicht zu Sander Cohen. Ich hoffe, ich muss auch gar nicht zu dem hier. Das war der größte Spinner in ganz Bioshock 1. Holy gosh. Oh Mann, also bitte nicht zu Sander Cohen. Ich habe keinerlei Bedürfnis, zu dem Wahnsinnigen zu gehen. So. Hier. Oh, kann ich natürlich auch ein bisschen Eibrecher. Audiotagebuch aufheben. Wer spricht? Ach, der wieder, der eklige Su Chong. Beobachtung Nummer 33 zu unbekanntem Phänomen. Ich habe einen äußerst merkwürdigen Zufall beobachtet. Auf der anderen Seite eines solchen Fensters experimentiert ein Mann mit einem seltsamen Hut mit meiner eigenen Entwicklung. Nämlich mit einem Plasmid. Der Mann heißt Fink. Ach. Unverschämtheit. Er stiehlt mir mein geistiges Eigentum. Aber dieser Fink ist nicht dumm. Durch Zugabe von Oxidationsmittel schafft er es, dass das Plasmid dem Körper nunmehr über den Magen und den Verdauungstrakt zugeführt werden kann. Mr. Ryan war sehr beeindruckt von meiner Entdeckung. Diebstahl geistigen Eigentums funktioniert auch andersherum. Alter, mach Sache. Die Fink und Su Chong haben sich gegenseitig beobachtet über Risse und haben dort mit ihr Vigor und ihr Plasmid optimiert. Alter! Also so sind die Vigor entstanden, weil Fink über Plasmide, über Risse beobachtet hat, wie Su Chong die Plasmide hergestellt hat. Alter! Jetzt weiß ich auch Bescheid, wie die Vigor entstanden sind. Und die bauen tatsächlich auf.
auf der Plasmide. Und umgekehrt, ach, die Plasmide bauen auch auf Vigor auf. Eigentlich ist es exakt dasselbe. Die selber die Verbesserung selber mitbestimmt haben. Alter Falter. Okay. Oh Gott, jetzt gehen wir weg, bevor die Moderorgel hier richtig losleckt. Und irgendwie denke ich, ach, oh. Robertsons Tobacoria. Aha, ich hätte gerne ein paar Zigaretten. Guter Mann. Ja, der will uns nichts verkaufen, Unverschämtheit. Ja, wie gesagt, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Das habe ich schon wieder vergessen, ich Dachschädel. Naja, egal. Wird schon wieder kommen, wäre nicht so wichtig gewesen. Ach ja, ach ja. Was ist dann hier noch? Okay, nur 4. Zahlenwalze drehen. Na? Da tut sich nichts. Okay. Ah, noch ein Wort des Propheten. Hören wir doch mal rein. Ah, der Big Daddy. Are you in the know? The Big Daddy may look imposing, but he's a gentle giant. Do you know all he does for Rapture? These metal jets are the hands that maintain Rapture, digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Where do these metal mysteries come from? Sorry, chum. That's a Ryan Industries trade secret. Ja, genau. Now you know. Ja, jetzt will ich Bescheid, dass die Geheimnisse hier hüten und Experimente an irgendwelche arme Schweine durchführen, um die zu willelose Gestalten zu machen. Ja, großartig. Guten Tag, mein Herr. Hallo, alter Knabe. Tolles Toupet. Und das ist auch gar nicht sarkastisch gemeint, ne? Überhaupt nicht. Wenn man dem sei ekelhaft die Frisur sich so anguckt, sieht doch überhaupt nicht noch Toupet aus. Okay, gut. Dann sollten wir doch mal tatsächlich... Ich glaube, wir müssen doch wirklich hier zu Sander Cone, wo hier die Bunnies rumspringen. Mr. DeWitt, wir finden meine Quelle da drin in diesem Klo. Was hatte dieser Irre mit Sally zu tun? Ach du Scheiße, wir müssen wirklich zu Sander Cone. Und sogar Booker sagt schon über ihn, dass er irre ist. Der war anscheinend schon irre, bevor er durch die Plasmide ihre Woche ist, durch das Splicer ihre Woche ist. Der war ja sozusagen der König der Houdini-Splicer in Bioshock Ends, wenn ihr euch noch erinnert. Aber ich bin mir sicher, ihr erinnert euch. Ein Zutritt ohne Einladung. Das werden wir ja sehen. Aber das finde ich alle schon etwas befremdlich, dass hier wirklich Menschen auf solche Spots, dass die da die ganze Zeit so Kasperei anstellen. Muss auch ein ekliger Job sein. Naja. Welches Unternehmen vertreten Sie, Sir? Unternehmen. Ja, welches Unternehmen? Detektei DeWitt. Mr. Cohen gibt sich prinzipiell nicht mit Privatdetektiven ab. Einladungsmasken wurden nur an Künstler und Kreative verschickt. Ich bin vom Artist Struggle, wir werden erwartet. Keine Maske, kein Zutritt. Blödes Arschloch. Diese Einladungsmasken, die er erwähnt hat, die gingen sicher an das hiesige Kunstgewerbe. Dann werden wir jemanden bereden müssen, uns eine zu leihen. Raptures Geschäft ist das Geschäft. Hier steht, die Party wird gesponsert von Artist Struggle, Golden Rule und Rapture Records. Irgendwo müssen wir anfangen. Ich mache jetzt aber doch nochmal die Stimme etwas hoch. Die ist immer doch etwas zu leise. Die können wir wieder gern hochballern. Warum nicht in einem von den Läden? Okay. Verschaffe dir eine Maske von einem der Ladeninhaber vor Ort. 3 der ansässigen Läden scheinen eine Einladung zu Cones Club erhalten zu haben. Du kannst im Zielebildschirm dein aktuelles Ziel auswählen. Drücke Touchpad, um den Bildschirm aufzurufen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken wirklich noch um Golden Rule. So. Aha, dort zeigt es uns dann, wo wir hingehen sollten. Aber ich glaube, Was Golden führt Sie nach Rule Rapture? Ein Mann. war hier, genau. Sie wirken gar nicht wie eine Romantikerin, Ging auch nicht um die Art Mann. sondern... Um eine Schuld, die noch offen ist. Naja, wie ein Kredithai wirken Sie auch nicht gerade.
Geht doch nicht um die Art Schuld. Ja, anscheinend ist Booker als ihren Vater ihr noch irgendwas schuldig, vermute ich jetzt einfach mal. So. Einladungen zu Coens Shows sind ausgesprochen begehrt. Niemand wird uns einfach so eine geben. Glauben Sie, Sie könnten den Verkäufer ablenken, während ich mich ein wenig umsehe? Finden Sie die Maske. Das mit der Ablenkung übernehme ich. Okay. Willkommen. Sind die anderen Leute noch da? Nee. Okay. Ah ja, so können wir springen. Gut. Ah, mit dem müssen wir eh sprechen. Die Lady hatte ein paar Fragen an Sie. Ja, natürlich. Ich interessiere mich für dieses Stück. Ah, wunderbar. Sie haben Geschmack, Miss. Natürlicher Saphir und Diamant, der Ring 18 Karat Gold. Echtheitszertifikat Paris 1887. Tatsächlich. Der mittlere Cabochon ist... Verzeihung, Sir. Sie kennen sich ja gut aus mit gestohlenen Schmuckstücken. Wie bitte, Miss? Gestohlen aus Ihrem Sarg in Twilight Fields. Haben Sie etwa gedacht, wir würden das nicht merken? Kiste. Die Versicherungen eines Grabräubers interessieren mich nicht im geringsten. Aber wenn Sie mir den Ring jetzt zurückgeben, werde ich die Sache auf sich beruhen lassen. Ah, da haben wir so. Okay. Was war das sein? Aber wir nehmen schon die Sache mit kleiner Goldbarren. Können wir definitiv gebrauchen. Nimm deine Pfoten weg! Irgendwas hat sie mit dem Typ gemacht. Aber keine Ahnung, wo was ist. Also hier scheint nichts zu sein. Die hatten anscheinend niedergemäht, den Typ. Naja. Hat sie hier mal auf jeden Fall mal nix an Maske. Nee. Das sieht nicht so gut aus. Maskenkiste, da ist nichts drin. Das heißt, wir müssen woanders hier. Hat sie den umgebracht, oder? Verschwinden wir lieber, bevor er wieder zu sich kommt. Ja. Fündig geworden? Nein. Nehmen wir uns einen anderen Laden vor. Okay, dann Rapture Wo sollen wir als Records. nächstes suchen? Oben beim Artist Struggle oder gehen wir erst zu Rapture Records da drüben? So, wo ist das? Ah ja, da haben wir's. Okay, sehr schön. Hui, hui. So. Wie schaut's aus, Kerl? Sehen Sie sich... Sehen Sie die Puppe, die mit mir reingekommen ist? Lesen Sie ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Dann soll das Ihr Schaden nicht sein. Natürlich, wie Sie wünschen. Wo ist sie dann, die Elisabeth? Was ist das für ein Stück? Ah, Das ist von Trenet. Aber was Sie da hören, ist eine Interpretation von Django Reinhardt. Es ist himmlisch. Django Ist Reinhardt. das nicht himmlisch? Ach, ziemlich geil. So, jetzt gucken wir uns. Ich nehme an, es wird wahrscheinlich beim letzten sein und nicht bei dem hier schon. Nix. Nix, nix. 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 Nicht mal hier drin was. Seite zupfen. Maskenkiste. Natürlich. Bleibt nur noch ein Laden übrig. Jo. Das war irgendwie absehbar. Aber nicht mal im Safe ist was. Das ist schon etwas peinlich. Schade. Na gut. Also ein Grabräuberhämmer, ein etwas einsamer Ladebesitzer, der gern weibliche Nähe hätte, was ich durchaus nachvollziehen kann, aber auch nichts hat. Na gut. Ich muss gehen. Ich muss hier weg. Noch eine einzige Note und es ist um mich geschehen. Okay, dann kommen wir mit. Wieder nichts? Nein. Aber eine Chance haben wir noch. Und wenn wir da auch nicht fündig werden? Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Dann schießen wir uns durch, oder? So, durchsuche das Artist Struggle. Glücklicherweise haben wir ja hier die Pfeile, die uns die Richtung weisen, wenn ich mit Pfeilen noch oben gucke. Da haben wir es so. Gott, wie die rennen kann, die Elisabeth. Oh, ich mach hier vor allem. Erstmal hier volle Wummerei gestürmt. Ach, das ist wieder der Elton John. Hey, Kumpel. Könnten Sie der Dame mal helfen? Ja, natürlich. Alter, was das schon für ein Typ ist. Mit seiner Prinz Eisenherz Frisur. Es heißt Miasma. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht besonders viel von Kunst. Es heißt Geisteskrankheit. Ehrlich gesagt würde ich lieber meinen Mund halten, eher laute Albernheiten heraus. Das ist Outsider-Kunst, die kann von einem Geisteskranken stammen.
von einem Hinterwäldler oder einem Schimpansen. Unglaublich, schon in der Highschool hielten mich alle für einen geisteskranken Hinterwäldler oder einen Schimpansen. O-Ton Homer Simpson. Und? Jawohl. Du kleines Miststück. Sehr schön. Kehre zu Kunstclub zurück. Jetzt bin ich auch noch ein bisschen arg gedudelt, weil ich ja den Whisky noch gebummt habe. Begleiter. Ist der... Der ist besoffen hinter Sie dir. haben mir so viele Denkanstöße gegeben. Mir schwirrt fast ein bisschen der Kopf. Darf ich morgen vielleicht wiederkommen, damit Sie mich weiter in die Materie einführen? Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Alter, was Dann ein bis morgen. creepy Bild. Das ist ein Original-Sender Cone, das sehe ich schon, ja. Das hier, vielleicht auch nicht. Aber das hier ist bestimmt auch ein Original-Sender Cone, wenn ich mir das widerliche Ding so angucke. Creepy. Sie haben die Maske gefunden? Aller guten Dinge sind drei. Okay, Ja. dann gehen wir doch jetzt wieder zu Cone. Schon dabei. Okay, das war die Richtung. Verkäufer. Trickbetrug scheint Ihnen in den Genen zu liegen. Dafür können Sie sich bei meinem Vater bedanken. Ja, Er war ein Mann, der sich in den unterschiedlichsten Rollen wohlgefühlt hat. durchaus. So, dann hätte ich aber auch Sache, ihr liebe Leute, das ist doch jetzt perfekt. Die halbe Stunde ist genau rum. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 1 auf Pelzig, wo wir dann hier in Cones Club reingehen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.